Eine neue Impfung für die Kälbli. Dank dieser soll weniger Antibiotika beim Mästen eingesetzt werden. Der Bauer schaut, wie es nicht geht. Jetzt schauen, wie der Nabel ist. Durchfall ist gut. Und jetzt gehe ich raus und dann kannst du noch ein Kilo aufschreiben. Die Kälbli sind etwa einen Monat alt und kommen von verschiedenen Betrieben hierher für die Mast. Für sie ist die Reise ein Stress. Dazu kommt die ungewohnte Umgebung und all die anderen Kälbli von verschiedenen Höfen, die zusammenkommen. Das alles ist ein Risiko für ihre Gesundheit. Das ist das wie im Kindergarten. Die Gefahr von Atemwegserkrankungen ist sehr hoch, der Infektionsdruck ist sehr hoch. Darum werden die Kälbli neu kurz nach der Geburt gegen Atemwegserkrankungen geimpft. Seit dem Juli ist die Impfung in der Schweiz mehrheitlich obligatorisch. Der Mäster muss dann irgendwann noch eine zweite Impfung machen. Das ist ein essentieller Meilenstein in dieser ganzen Kälbergesundheitsgeschichte, wo wir schon jahrelang jetzt dran sind. Weil alle Branchenvertreter sind dahinter gestanden, sind sich bewusst, dass es essentielle Reduzierungen braucht von der Antibiotikamenge, die eingesetzt wird bei den Kälbern. In der Nutztierhaltung wird bis jetzt in der Kälber- und Rindermast am meisten Antibiotika eingesetzt. Die Kälbli, die hier neu ankommen, brauchen aber im Moment keine Antibiotika. Sie sind gesund, sie husten nicht, sie sind alle vital, sie sind interessiert. Aber das könnte sich in den nächsten Wochen und Monaten natürlich auch ändern. Ich kann nicht mehr machen als möglichst ein optimales Umfeld, möglichst einen guten, sauberen Stall, möglichst super zu trinken. Und da müssen wir halt schon auch schauen, dass wir, wenn die Tiere raus können und jetzt ein Beisen kommt oder so, dann sind die halt auch krank, wie wir auch, und dann musst du die halt behandeln. Ganz und gar kann man Antibiotika trotz Impfung nicht.